Der 3. Januar 2023, der Tag des designierten Dreigestirns, kurz vor der Proklamation, wenige Tage davor, ist es obligatorisch, dass die Gesellschaft, die das Dreigestirn stellt, halt diese Funken, in diesem Jahr die roten Funken, das in ganz besonderer Art und Weise gemacht haben, das Dreigestirn ja, in einem kleinen Rosenmontagszug in ihr Stammquartier ins Dorinth am Gürzenich zu bringen. Mit allem Mann, kann man sagen, waren sie dabei und alle befreundeten Gesellschaften, für die Funken mal gebürgt haben, im Festkomitee Kölner Karneval, die Penz, alle waren sie dabei. Es war ein irrsinnig langer Zug. Wenn ich mich so erinnere, haben wir auch viel gestanden und irgendwie hatten wir ja gedacht, wir kommen vielleicht mit dem Dreigestirn im Hellen an, aber es wurde immer dunkler über den Verlauf und irgendwann war es dann auch schon Nacht, als wir im Dorinth angekommen sind. Wir haben die Straßenbahn, glaube ich, lahmgelegt. Doch irgendwann waren die drei dann in ihrem neuen Zuhause. Und da gab es dann eben noch eine große Party. Nicht nur, dass die jetzt für die nächsten Wochen dort untergebracht waren, sondern sie haben sich dann in dieser noch Vorphase vor der Proklamation dem Volk gezeigt. Wir haben eingeladen, wir haben den Tag gestaltet. Der Herbergsvater des Dorinth Hotels ist jetzt Roter Funke.